Merci, Madame Präsidentin. Dann an die Herren, ich will aufhängen mit einem herzlichen Merci und Madame Loche, wie ganz gut einen schriftlichen und mündlichen Rapport. Aber weil das ein Dossier ist, in dem wir sich all auch Bannen als eins sind, das ganz wichtige Investitionen sind dann als Zukunft, dann eine gute Funktionament für die Infrastrukturen, will ich mich halt just auf ein paar Punkte konzentrieren, wie nicht alles zu wiederholen, wird schon richtig und ganz kompetent, wo viele Vierredner gesagt werden. Das erste, was ich natürlich will sagen, dass ein paar Worte über den Herrenbierg. Den Herrenbierg, du hast Herr Gras gesagt, das ist wichtig, dass man wissen, wie die Armee in Zukunft soll aussehen, zu wissen, was wir investieren, das ist wohl wahr. Aber das ist aber auch eine Sache von einem elementaren Respekt für unser Militär, für unsere Soldaten, die sich freiwillig melden, wieder rüber zu gehen, dass wir anständige Infrastrukturen darüber haben, also die Öwen haben Birch, dass das proper ist, dass das funktionell ist, und das ist am Blick ganz einfach nicht. Aber wenn wir die Infrastruktur dann renovieren, und das ist richtig, wie das zu machen, da muss man da gucken, dass das doch wirklich, und das ist ja auch am Kader vom Effort de Défense, eng mit den neuen Prioritäten wie die Regierung, dass wir unseren Effort de Défense progressiv auf 0,6% vom PIB abschrauben. Da muss ich aber auch gucken, dass in die Suen, die ihn da ausgeht, auch so ausgeht, dass die Regierung Recht behält, wenn sie sieht, dass das hier also ein Konjunkturprogramm für den Norden. Da muss es da doch Sinn. Da muss man gucken, wie man dann die Arbeiten, die Dürfe muss gemerkt gehen, ausschreiben, wie da doch die Retombeen, was möglich hier am Land sind, das ist ja ein bisschen die Idee in der Region, die wir auch dann unterstützen, und da doch letzte bei Handwerksbetriebe so viel wie möglich können von den Projekten da am Militärbudget profitieren. Ein Zweitsache, die muss gucken, wann den Herrenbierg renoviert wird, dass sein Funktionament nicht vorgestellt wird, dass die Zeit für die Arbeiten gemerkt wird. Kann ich nicht eine Sportzahl aufrappen, ihr die neu steht. Aber muss ich noch aufpassen, dass es schon richtig, wenn das geht, für die Infrastrukturen im Herrenbierg auch Vereine zur Verfügung zu stellen, Schulen zur Verfügung zu stellen. Das ist kein falscher Gedanke. Mit muss ich gucken, dass die Finalität, Funktionalität von der Kaserne erhalten bleibt, dass Sicherheit von dem Achse von der Kaserne nicht vorgestellt ist, weil das ja aber ein ganz wichtiges Konsideration, dass wir nicht an den Kaserne gerade so aus wie irgendein anderer Lieu public, leihe Waffen da und so weiter und so fort. Also das ist schon eine Reihe Konsiderationen, die ich muss haben, wie ich das kann machen. Und da muss ich noch gucken, am Kader von der Gesamtorientierung, der Reorientierung von der Armee an, da haben wir auch in letzter Zeit eine ganze Reihe von verschiedenen Propositionen gehört, dass zum Beispiel gesagt gehen, dass die Etat-Major an der Stadt, und das ist eine Idee, die nach für kurzem am Umlauf war, soll dropplenderen, ob der Birch für do Strukturen zusammenzulehnen. Es gibt aber auch eine andere Idee, die in letzter Zeit von der Regierung zirkuliert, dass der Etat-Major von der Armee soll do dropplenderen, wo verschiedene Services vom Außenministerium waren, die seinerseits da gingen an den alle Justizpalais gehen, und da wäre da genug Platz frei. Wir müssen wissen, wo kann der Ministerrat so, wo der Etat-Major de l'Armee wirklich schicken, und dann hängt natürlich auch den Umbauprogramm von der Kaserne davon auf, weil kann ich schlecht und den Etat-Major rausfüllen, wo ein Lo ist, auch von den Leihspurt, von Herrenbierg sollten dann hier kommen, die nötigen Infrastrukturen nicht fertig sind. Richtig ist auch, was schon den Ali Käse am Nummer der CSV gesagt hat, am Ende, ich muss an die Renovation vom Blästal denken, das ist auch eine Kontribution vom Effort de Défense, an auch also den Munitionsdepot. Auch da ist ein wichtig froh, das sicher gut, wenn das Munitionsdepot nur bei einer Kaserne ist, natürlich in alle Konditionen, wo Sicherheit und so weiter, aber muss ich einfach gucken, dass das auch funktional durchdacht ist. Dann muss ich auch vielleicht ganz kurz ein paar Worte über eine Projektion, den Hemicycle um Kirchberg. Das ist auch eben eine ganz wichtige Projekt, das hat geschwert vom Assainissement energetik vom Kirchberg, also von dem kleinen Korb. Das ist ein Aspekt. Aber was wir eigentlich brauchen, haben wir gesehen, ich werde eine Sekunde bis, merci. Wir gesehen beim Kirchberg, beim kleinen Korb, dass ein Assainissement energetik nicht das Hauptproblem ist von dem Gebäude. Das Hauptproblem von dem Gebäude ist, dass es nicht funktional ist, für Konferenzen zu organisieren. Wir haben den allen Plenarsaal für 600 Leute. Das Europaparlament könnte noch schon allein aus der numerisch, auf alle politischen Konsiderationen aufgesehen, mehr allein mit den 600 Sitzer kann keine Session mit dem Gehalt geben, wie Parlament, weil 750 Membern hat. Das ist einfach nicht mehr dran. Für Konferenzen ist es unpraktisch. Ich meine, wenn in die Foto gesagt, der selber Deel hält, wie unpraktisch die Infrastrukturen sind.
das natürlich ein ganz flott Platz, das eigentlich könnt valorisiert, gehen sie als no bei dem neue Konferenzzentrum vom Ministerrot an soll den Dach nicht nehmen den Assainissement Energetik von dem Gebäude mir einfach mal Konzept ausschaffen für die kleine Kurb. Wir haben eine Reihe von internationalen Institutionen da dran, wie der Gerichtshof von der EFTA, mit die Arbeitskonditionen, von denen die Leute schaffen, sind nicht optimal. An Platz vielleicht zu pleichtere, sollten wir also evaluieren, dass eine Umregung unserer Seite für den Hemicycle mal einen modernen, zeitgemäßen Konzept zu gehen, wir noch können besser zu vermarkten als Kongresszentrum wie Großkonferenzen, mehr aber auch für unser Siege von Institutionen besser zu valorisieren, wie das am Blick der Fall ist. Da vielleicht eure Wort über Käsching. Du hast das Altersheim. Was interessant ist natürlich, und das brauche ich nicht heute wiederholen, wir sind alle für das Projekt, und noch für Niederkur ein neuer, nach einer anderen Destination zu geben, wenn das da fertig ist, was zu Käsching geplant ist. Du hast nicht das Problem. Aber die Tatsache, dass der Plan sektoriell durch schon muss amendiert gehen, dass da muss eine Änderung gemerkt, die weist eigentlich schwächt von dem ganzen Konzept, das da drin steht, eine Planwirtschaft, die die Plan sektorielle will installieren, kann einfach nicht funktionieren. Am in der Vergangenheit immer im Gesinn, dass die W für alles willend planen zu durchdenken, wo sich es schon nicht kann funktionieren. Aber für allem immer die Bemerkung von unserer Seite, und ich meine, verschiedene Koalitionsparteien müssten uns da recht gehen, ihren hier geht am Plan sektoriellen überhaupt abstellt, muss ich wissen, was wir als ökonomisch und überhaupt gesellschaftliche Zukunft für das Land hätten. Dafür die Planwirtschaft im Plan sektoriell und die Ergebnisse, die wir an den letzten Tagen hatten, das ist einfach ein falscher Weg. Und wir müssen uns überlegen, wir können gut planen, aber für allem uns überlegen, wo soll das Land hier gehen, immer dann aufhängen, über die Abteilung nachzudenken. Vielleicht noch ein oder zwei Worte über den Zürchemer Schloss. Wenn ich bei Käsching bin, Herr Minister, da will ich aber nicht vergessen, wie zu sagen, dass der Kantonnement von Käsching für uns aber durchaus eine Priorität ist. Und all die Leute, ich weiß, die sieht das vielleicht ähnlich, aber all die Leute, die da in der Gemeinde wohnen, die wissen aber, dass da enorm Verkehrsprobleme bestehen und dass es wirklich in der Zeit wäre, für die ganz Gegend, typisch Käsching, da ein Verkehrskonzept zu entwickeln, weil da das Problem löst. Dann, ich wollte noch, gelieft, George. Pardon, Herr Engel. Ja, merci, Madame Präsident. Mit Herr Engel war so begeistert, dass ich schon voll Möglichkeit gibt, vielleicht noch einen Beitrag zu leisten. Aber gut, dann, ja, über Zürchemer Schloss. Du hattest ja noch nachher mit Engel geschwärzt, weil am Zürchemer Schloss, wo wir auch alter Kurs sind, das muss frisch gemerkt werden, dass das da wäre, dass du wo am Park ein Haus an einem armseelischen Zustand, wo wir Langzeit Demandeur d'Asyl innerbrücht tun. Und die sind nicht mehr da. Aber das aber am Zusammenhang auch mit der Diskussion, die wir heute über Weilerberg feiern, wo wir auch so, und das muss renoviert gehen, aus humanitären Gründen, unter anderem, soll man auch gucken, allgemein die Regierung, und das invitieren wir auch für das zu machen, wie man zu gucken, in welchen Konditionen die Leute überall innerbrücht sind, geht schon nicht so, die sollen verteilt gehen, und ob das funktional auch immer die beste Möglichkeit ist. Wir schwätzen heute bei der Weilerberg zum Beispiel um Skolarisation von den Kindern. Aber also nicht heißt du besser, es fast dem mehr Demandeur d'Asyl zu summen, die Kanner an einem schulpflichtigen Alter hun, wie sie besser zu skolarisieren, ab Platz zu verdelen, Probleme von der Skolarisation auf viel Gemengen zu verdelen, wo kein oder nicht viel von denen richtig eins gehen, mit denen die vielen, an denen Sondersituationen, an denen die Kanner sich befanden, also nicht besser, eine Renovation von der Weilerberg zum Beispiel auch zu nutzen, für am Interesse von den Kanner vielleicht mehr ein global Approach an der Innerbringung von denen Leuten mit an den zu fassen. Wann ist Projekt möchte, wir sind, wie gesagt, wir sind uns alle eins, dass man sie sollen machen, mit dann also auch immer die Gelegenheit, für vielleicht dann rund zu fragen, machen wir das richtig, sind wir am richtigen Weg, oder können wir nicht auch funktional, global, ein anderer Projekt, verschiedene von unseren Politiken ranbringen, für besser zu sehen. Denn Herr Cox hat das am Energiebereich, in der Strach, an anderen Bereichen, beim Comedy und so weiter, auch allein, was Konzeption von denen Projekt angeht, kann ihn sich wirklich immer vorstellen. Voilà, ich habe versprochen, dass ich nicht allzu lang sie, weil erzählt, als wir das mal all eins sind, dass die Projekte wichtig sind und dafür auch gerne nachkommen von der ADR, aber mal ein paar Bemerkungen, für auch mehr nachzudenken, wenn man so Projekte in und erledigen, ist so nicht merci.